Grüß euch, der Feido ist da. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum dritten Teil von Wie mache ich meinen Schweinebraten. Mich würde es freuen, wenn ihr es nachkocht und wenn ihr es hinbringt. Heute machen wir es Schweiner selber und dazu die Soße. Was brauchen wir für einen Schweinebraten? Wir brauchen einen Schweinebraten. Wir brauchen Salz, Pfeffer, ein klein wenig Senf. Und damit reiben wir das Ganze ein. Es ist viel zu einfach. Pfeffer, Salz, und dann massieren wir das da schon mal ein bisschen ein. Als erstes müssen wir die Kruste einschneiden. Bei mir ist das jetzt schon gemacht, man sieht es ganz fein. Der Metzger ist ein ganz lieber Metzger, der Metzger hat mir das komplett eingebessert. Man schneidet es in Rauten ein, also so und so. So. Wenn wir das dann gewürzt haben, ich persönlich mag das, deswegen einen Schuss Senf unten drauf und auch den reiben wir mit dazu. So. Dann brauchen wir das Bratenwandel. In mein Bratenwandel, das ist dann schon für die Soße, kommt der Lauch, bei mir kommt rein ein Stück Sellerie, eine Zwiebel, und ein Bier. Bei mir kommt nur eine einzige Sorte in meinen Schweinebraten hinein. Ich kriege nichts dafür, dass ich das sage, aber es ist das einzige Bier, was meinen Schweinebraten berührt. Es ist ein dunkles Weltenburger. Und was kommt natürlich nur dazu? Richtig, der Braten. Und zwar die erste halbe Stunde mit der Fettschicht, mit der späteren Kruste nach unten. Und dann ab in den Ofen. So, die erste halbe Stunde ist rum. Jetzt drehen wir den Braten um. So. Man sieht schon, er hat Farbe oben nochmal, das Zeug ist auch noch drin. Das Bier ist noch komplett da. Jetzt hat sich die Kruste oder die Fettschicht hier oben hat sich jetzt mit dem Bier vollgesaugt. Und jetzt kommt er für weitere 1,5 Stunden bei 180 Grad in den Ofen. Zwischendrin der man immer mal wieder mit ein bisschen von der Suppe, die da drin ist, übergießen. Dann müsst ihr euch halt dann irgendwie einen Wecker stellen, das alle paar Minuten nochmal nachschaut. Aber das kriegt man hin. Jetzt schaut es gut aus. So möchte ich das haben. Das ist jetzt ein Krusten, so wie es sein soll. Na? Wunderbar. Knusprig, knackig, aufgeschwemmt, passt. Das Rohr ausmachen. Jetzt nehmen wir den Boden auf einen Teller und machen die Sauce fertig.
schaut der gut aus. Der schaut gut aus. So, für die Sauce machen wir eine Mehlschwitze. Das heißt, mit der noch Butter im Topf, schmelzen die, Schneebesen, brauchen noch Mehl. Jetzt tun wir dann ein Mehl drauf, wenn es geschmolzen ist. Und zwar so viel, bis uns die Konsistenz da drin gefällt. Ich kann es nicht anders verklären. Also, ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. Bis eine cremige Konsistenz hat. Und wir versuchen natürlich keine Breckerl reinzumachen. Okay. Vorsichtig unterrühren war wohl nichts. Seht ihr, wie cremig das schon wird? Ein bisschen mehr mag ich aber noch. So. Das ist die Konsistenz, so wie ich sie mir vorstelle. Damit wir danach eine schöne cremige Soße bringen. So, jetzt ist Mehlschwitzen drin. Jetzt muss natürlich der Sud mit rein. Da verlegen wir uns an Sieb und schütten den Sud aus dem Bratenpfandl, da wo das ganze Fett vom Bohnen mit drin ist, die ganzen Aromastoffe vom Lauch, von den Zwiebeln. So damit rein. Dann drücken wir es ein bisschen durch. Und dann wird es verrührt. Das Ganze schmecken wir dann noch ab. Mit Salz, Pfeffer, Knoblauch. Konsistenz ist für mich persönlich ein Traum. Ich mag es nicht, wenn es zu flüssig ist. Ich mag es auch nicht, wenn es zu fest ist. Seht ihr das? Mei, ist das gut. Dann hängen wir mal unseren Rüssel rein. Man kann es auch mit Braten vor. Ein bisschen auffrischen noch, mache ich jetzt auch, weil es mir zu krass nach Bier schmeckt. Dementsprechend jetzt noch ein bisschen Braten vor rein. Genau. Nur ein bisschen Pfeffer noch. Ein bisschen Salz. Und ein wenig lang Knoblauch. Ihr seht schon, wie es schon aufkocht. Das ist das Ziel, was wir haben. Einmal aufkochen lassen. Und dann müssen wir bloß noch anrichten. Zum Anrichten 2 flache Teller. Dann Brot einfach in Scheiben schneiden und dann kann man auch schon essen. So, das soll es dann gewesen sein. Das ist übrigens das komplette Paket
was in der Videos gelaufen ist. Mich freut es, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst einen Daumen da, werdet kostenloses Abo reinhauen. Aktiviert die Glocke und ihr verpasst kein weiteres Video mehr. Mir hat es gefreut. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt es in die Kommentare, was ich kochen soll. Dann werde ich mich damit auseinandersetzen, kriegen wir schon irgendwie hin, denke ich. Und dann pfiat euch, bleibt gesund, werdet gesund und genießt euer Leben. Das habt ihr nicht bloß was. Pfiat euch.